Und in der heutigen Stunde, sage ich jetzt mal, wenn wir uns auf das Thema Songwriter, Dichter und Denker, so ein bisschen den Poetry-Aspekt dahinter ein bisschen konzentrieren. Darum ist die Stunde so ein bisschen denen gewidmet, wo vielleicht auf der Musik, der Colli ist auch da, cool, willkommen an dem heutigen Abend. Cool, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, alles klar, Colli. Die heutige Stunde ist so ein bisschen den Songwriter gewidmet oder den Leuten, die sich vielleicht schon mal mit dem Text auf musikalischer Ebene befasst haben oder vielleicht aber auch die noch nie das ausprobiert haben und zum ersten Mal davon hören, dass es so etwas gibt wie Songwriting und dass man dort auch rein kann kommen in das Gebiet kann reinrutschen, weil wir das auch schon in ein paar anderen Episoden so ein bisschen beleuchtet haben, aber eher von der Produzentenseite und viele, wenn sie an Songwriting denken, ja man, Big Things. Cool. Bei mir hoffentlich ebenfalls Big Things. Wie ihr wisst, da der YouTube-Channel geht in eine nächste Episode. Und heute, wie gesagt, sollte das alles ein bisschen im Songwriting gewidmet sein. Für Leute, die noch nie irgendwie einen Begriff mit dem hatten, gehe ich in ein paar Felder rein, die ich mir da aufgeschrieben habe. Und das Ganze, die das nachträglich noch werden schauen oder da jetzt mitschauen und ein bisschen mitdiskutieren, animiere ich euch sehr, sehr gern, wenn ihr da irgendeinen Input habt zu dem Thema Songwriting oder einfach das Dichten oder das Texten, das Komponieren von der Musik, dann bitte alles in den Chat rein. Ich gehe sehr, sehr gerne darauf ein. Und für all die das nachträglich werden schauen, dient die Stunde so ein bisschen als Inspiration, was es da vielleicht alles für Felder gibt, für Leute vielleicht, die schon am Texten sind, auf der musikalischen Seite, oder vielleicht auch das reizt, um in das Ganze reinzukommen. Ich hoffe, man hört mich auch gut. Ich habe jetzt keinen Soundcheck gemacht, Leute, aber sagen wir sonst once in the chat, eins im Chat, wenn ihr mich gut hört, weil sonst würde ich jetzt auch mal weitermachen. Wieso kann man jetzt auch kümmert euch da nicht um die anderen, wir schauen dann noch, wer alles reinkommt. Für euch ist schon mal so ein bisschen exclusive, ein First Touch gewesen, ihr bekommt die Folge noch erklärt, über die anderen müssen dann einfach irgendwann einsteigen. Von dem her finde ich cool für die da jetzt gerade von Anfang an zugeschaut haben. All gut mit dem Sound, okay, cool, dann können wir ja starten. Gibt's das so? Professionelle Mundart-Songwriter, fragt da der Marco Valentino. Gute Frage, Marco. Du bist mir jetzt ein bisschen vorausgekommen. Wir kommen da auch in das rein. Sound wie immer top, okay, gut. Wir kommen auch nachher noch ein bisschen im Verlauf dieser Stunde rein, dass es ja professionelle Mundart-Songwriter gibt, um deine Frage zu beantworten. Es ist vielleicht da, in der Schweiz sieht man die einfach noch nicht, vielleicht so fest, und sonst, dann sind sie meistens auf der Pop-Ebene, also im Pop-Genre unterwegs, und würde man sie halt irgendwie so unter den Mitwirkenden auf Spotify oder Apple Music dann können anschauen bei der Textinfo meistens. Aber wir kommen nachher noch später daran rein, dass das auch sehr wohl eine Laufbahnkarriere kann sein. Darum die Stunde, ist eigentlich, ja, das Thema gewesen, wo man auch ab und zu sehr oft besprochen wird, für halt Leute, die vielleicht eben gute Geschichten können erzählen, aber nicht so auf der musikalischen Seite, mit der Komposition vielleicht nicht so viel anfangen können, oder Leute, die vielleicht gar nicht auf der Künstlerseite sein wollen, sondern halt eher im Hintergrund schreiben wollen. Darum, Songwriter kann man auch sehr gut in so eine Episode verpacken, weil man bei Songwriter oder professionelle Songwriter natürlich, also Leute, die das hauptberuflich machen und Geld damit verdienen, dann hat man immer so ein bisschen gesagt in der Musikindustrie, dass Songwriter, also die Komponisten und Texter dort im Hintergrund, wie so ein bisschen das Rückgrat sind vom Musikbusiness. Weil ohne viel von diesen Songwriter und Komponisten würden gar nicht die Masse von Songs entstehen, wo vielleicht auch ihr privat hört oder wo ich privat irgendwie Fan davon bin, weil das oftmals, vor allem wenn man jetzt amerikanische Sachen anschaut oder auch deutsche Sachen, so ein bisschen Musikmärkte, die ein bisschen fortgeschritten sind, dass dort oftmals auch Songwriters dahinter stecken und der Künstler
das gibt's auch da in der Schweiz, eben wie der Marco da gefragt hat, dass der Künstler teilweise nur noch Performer-Rolle annimmt und das vorträgt, aber dass vielleicht der Text oder die Komposition jemand anders geschrieben hat. Darum, um das soll es in dieser Stunde ein bisschen gehen. Soll eben ein bisschen als Inspiration gelten. Wir können da jetzt nicht auf alles eingehen, aber wenn ihr da irgendetwas Fragen habt, wie der Marco vorher, dann bitte einfach sehr, sehr gerne in den Chat. Ich kann, um das ein bisschen verständlicher machen, habe ich den ganzen Aspekt Songwriter oder das Texten von der Musik, habe ich so ein bisschen in 3 Felder aufgeteilt, um so ein bisschen näher zu legen. Und zum ersten würde ich so ein bisschen eher darauf eingehen, wie man eigentlich überhaupt zum Songtexten würde kommen, oder wie man irgendwie so den Songwriter würde kennen, weil meistens eben, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn man von Songwriting redet, dann befasst man sich oftmals mit der Songproduktion, aber das Dilemma ist ein bisschen, dass man bei der Songproduktion oftmals an Produzent denkt, an den, der vielleicht die Komposition gemacht hat, oder die Musiker, aber nicht an den Texter. Obwohl der Texter, der Autor, auch einen sehr, sehr grossen Teil immer dazu beiträgt natürlich, weil sonst wären das alles nur Instrumental-Songs, die man da aussen würde hören, ohne Text und ohne Vocals. Und der Einstieg, sage ich jetzt einmal, in einen Songwriter, der Amir ist auch noch da, cool, dass er da einschaltet heute Abend. Der Einstieg, sage ich mal, zum Texter werden oder Songwriter, kann schon viel früher anfangen, als man da vielleicht denkt oder vermutet. Weil, und darum habe ich auch die Folge heute machen, um auch ein bisschen die Leute inspirieren, die das sehen. Amir, ich hoffe, ist alles klar. Heute, das heutige Thema sehen wir wie immer da pinnt. Dass halt der Einstieg auch völlig quer kann sein, durch eine Person, die vielleicht einfach sehr, sehr gerne Geschichten schreiben, oder halt sehr gut drin ist, eine Story zu erzählen. Auf Papier, auf Text halt, oder mit einem Handy oder am Laptop. Aber das kann durchaus, ist auch bei vielen Songwritern in der Vergangenheit schon der Fall gewesen, wenn man so sich ein bisschen andere Länder anschaut, und ich bin mir sicher auch da in der Schweiz, ein paar, die das schon seit längerem professionell machen, dass es vielleicht auch einfach eine Leidenschaft hat können sein vorher, dass man in der Schule vielleicht im Deutschunterricht oder in der Sprache aufgepasst hat, und auch in der Geschichtsstunde vielleicht so. Ich weiss jetzt nicht, wie fest man das immer mit Geschichte, mit Geschichte aus der Historie müsste verbinden. Aber vielleicht kann man halt sehr, sehr gut fiktive Stories aufschreiben. Und das kann vielleicht oftmals schon reichen, dass man sagt, die Geschichten, die man jetzt aufschreibt, eben jemand, der da jetzt dazuhört und vielleicht den lieben langen Tag daheim irgendwelche Skizzen schreibt oder Skripts oder sonst mega gut mit Wörtern kann umgehen. Das Einzige, was wirklich anders ist in der Musik, ist, dass man das Geschichten erzählen, sage ich jetzt mal ganz einfach, dass man das in eine Songstruktur packen. Darum ist das sicher mal einer der gängigsten Wege, dass, wenn man jetzt das Gefühl hätte, Thierry ist auch noch da, cool, dass er da zuschaut. Thierry, auch für dich oder für die das nachträglich werden sehen. Heute befassen wir uns ein bisschen mit den Textern und mit den Songwritern hinter diesen Songs. Und eben, wenn man jetzt ein Geschichtenschreiber ist, gebe ich da auch ganz pragmatisch als Empfehlung. Und es interessiert euch vielleicht, wie man Songs schreiben oder wie das in eine Songform könnte kommen, dann muss man sich, wie es im Namen schon ist, Songform, muss man sich einfach anschauen, okay, wie ist so ein Song überhaupt strukturiert? Und ich sage jetzt mal, da muss man nicht extreme Musiktheorie 8, 9 Jahre lang studiert haben, um ein bisschen verstehen, dass halt so die Begrifflichkeiten, die man vielleicht schon gehört hat, als Private oder als jemand, der vielleicht leidenschaftlich schreiben tut, aber nichts mit Musik am Hut hat man vielleicht schon so Begriff gehört, wie halt eine Strophe, ein Refrain, ein Chorus, also es gibt halt immer englische und deutsche Begrifflichkeiten, eine Brücke, eine Bridge, und wenn man halt die Komponenten versteht, wie ein Song, also sage ich jetzt mal so modern, popkultureller Song, Simple ist auch noch da, der Simple, wie ein popkultureller Song aufgebaut ist, kann man schnell mal vielleicht seine Story oder die Geschichten, die man da schreibt auf Papier,
muss man nur noch herausfinden, okay, was ist der Intro von meiner Geschichte, was ist die Strophe, der Verse, was ist der Chorus, also die Hook, der Refrain, was ist vielleicht die zweite Strophe, ein Verse 2, einfach jetzt als Beispiel, das sind natürlich nicht alle Songs so strukturiert, was ist ein zweiter Chorus, was ist eine Brücke allenfalls, wenn man vielleicht die Story noch irgendwo anders anleiten will, und was ist so das grosse Finale, der Chorus 3, und was ist das Outro, und wenn ihr es jetzt so seht und so ein bisschen Songstruktur analysiert und halt gern textet, werdet ihr sehen, dass sinnbildlich ein Song schreiben in der Songform gar nicht so viel anders ist, wie einfach eine Geschichte, die ihr jetzt kennt aus irgendeinem Buch oder einer alten Fabelgeschichte, weil halt jede Geschichte, wie man irgendwie so ein bisschen weiss, einen Anfang, einen guten Mittelteil hat und einen Schluss. Und der Anfang oder so das Intro könnte halt alles eben im Intro in der Strophe sein, dann der Chorus ist so ein bisschen der Mittelteil, vielleicht in der Bridge ist vielleicht in der Geschichtserzählerstunde wäre das so ein bisschen der Teil, wo sich ein bisschen abschweift, oder wo jetzt der Held oder die Heldin irgendwo in einen Wald geht und völlig ab der Route abgeht, und gar nicht mehr auf dem Weg ist, wo sie ursprünglich gewesen sind, so ein bisschen Herr der Ringe-Style, so. Und das ist vielleicht nachher die Brücke vom Song, und nachher geht's irgendwann mal wieder ins grosse Finale, in den letzten Chorus, und dann hört der Film auf, oder die Geschichte. Und so verhaltet sich, wenn ihr das ein bisschen jetzt sinnbildlich verstanden habt, oder nachvollziehen könnt, so verhalten sich auch die meisten populären Songs, die ihr hört. Der Colli schreibt euch nicht mehr mal an, du redest über Allgemeinmusik, nicht genrespezifisch, oder hast gewisse Genres im Hinterkopf. Nein, das ist jetzt nicht guter Input an Colli, das ist jetzt nicht genrespezifisch. Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen darauf eingehen, ob es da Genreunterschied ist, aber im Grunde spreche ich da vielleicht alle an, die einfach Interesse hätten, so ein bisschen in die Materie hineinzugehen, wie man eigentlich zum Songwriting würde kommen, also nicht irgendwie genrespezifisch, wie ich da nachdenke. Es gibt vielleicht so ein paar Genreunterschiede, wenn man sich jetzt den Hip-Hop anschaut, mit dem Rock vergleicht, dass vielleicht Hip-Hop viel mehr auf Metaphern und Reim, also Rhymes im Englischen, aber halt auf Reimsatz, Satzwandlungen oder halt auf Metaphern aufgebaut sind. Also kannst du natürlich auch in jedem anderen Genre könntest du das halt auch anwenden. Aber im Grunde genommen gehen wir da jetzt allgemein so ein bisschen durch. Eben, wie gesagt, ein grosser Punkt kann halt einfach wirklich sein, wenn man schon Geschichten schreiben oder leidenschaftlich irgendwie fiktive Stories erzählt oder irgendwie Stories aus dem Leben erzählen oder kann auf Papier bringen, dann muss man vielleicht nur noch ein bisschen herausfinden, okay, wie ist eigentlich so ein Song aufgebaut, und vielleicht findet man dann schon als Songwriter, wenn das einen reizt, findet man schon ein bisschen den Weg dorthin. Ein zweiter Weg, den ich mir da aufgeschrieben habe, oder wo man auch oftmals gehört, ist, dass man eben darum auch Dichter und Denker habe ich da rein da, dass man aus der Poetry, also aus der Poetry, aus der Poesie oder aus dem Dichterbereich irgendwie das reizt, dass man dort auch mal musikalische Stücke macht, weil ja der Dichter im traditionellen Sinn oder die Dichterin nicht viel anders ist als das, was man es ist halt einfach eine andere Form, wie man eine Geschichte verpackt. Aber das gibt's halt auch oft, dass viele irgendwie aus der Poesie-Ecke vielleicht kommen und einfach sehr, sehr gut in dem sind, Gedicht zu schreiben. Und vor allem dort dann Colli, Gedicht und vor allem die Reimbarkeit, sage ich jetzt, von Gedicht, dass sich viele von diesen Folgesätzen dann müssen reimen oder gewisse Punchlines. Das hört man ja ganz oft auch im Hip-Hop oder spezifisch in gewissen Genres, dass sich Leute auch einen Spass daraus machen, irgendwelche Texter oder Autoren, dass sich das Ganze auch alles soll reimen, was es ja noch schwieriger macht. Aber das könnte es jetzt vielleicht auch sein, wenn man jetzt nicht mega Geschichten schreiben, einfach so, weil man das gerne macht, einfach hobbymäßig. Kann es sein, dass man vielleicht mega Fan ist von Gedicht oder Poesie generell, Poetry Slams gibt's ja dort auch noch. Auch wenn die vielleicht nicht so kommerzieller Natur sind. Und von dort, sage ich jetzt mal, Control ist auch noch da. Cool, dass da auch noch ein paar Künstler einschaltet oder Musiker, Musikschaffende. Und von der Poesie, sage ich mal, oder vom Gedichtschreiben ist es auch nicht mehr so verdammt weit bis
Also ist es auch sehr nahe, bis du einen Song schreiben eigentlich. Das Einzige, was man wirklich beachten muss heutzutage, einfach halber, ist, dass ein Song vor meistens 3,5 Minuten geht. Natürlich gibt's auch längere Songs oder längere Geschichten und halt einfach ein bisschen die modernen Strukturen dahinter muss verstehen. Control auch für dich. Heute reden wir ein bisschen über das Songwriting Game, also das Pen Game, wie man eher so ein bisschen aus dem Hip-Hop-Jargon würde kennen, oder das Texten, also eher über die Autoren und soll ein bisschen als Inspiration gelten für die das vielleicht auch nachher irgendwann sehen oder einfach das Texten von der Musik irgendwie interessiert. Der Amir schreibt da, Talent für das Schreiben, Dichten kann man sich angeboren haben, aber wie du es Lernen verbessern willst, wenn es nicht so in der Natur liegt. Aber wie tust du das Lernen verbessern, wenn es nicht in deiner Natur liegt? Fragt Amir. Guter Input oder eine gute Frage auch an mir. Ich werde nachher auch noch dazu kommen, aber es ist geil, dass ihr da schon ein paar Fragen habt zu dem. Ich finde nicht nur, dass es etwas ist, wo der angeboren ist. Ich glaube auch, dass man sich das antrainieren kann. Wie in allem im Leben ist es wie so ein bisschen, ja gut, Talent in etwas haben ist zwar gut, aber die Arbeit, wie viele von da auch zuschauen, wissen die auch, dass Arbeit teilweise Talent kann schliessen, wenn man sich das ein bisschen, muss einfach viel schreiben, wie der glasige Boy das jetzt schon voraussagt. Oder viel lesen und hören, Marco. Ich find's geil, dass er euch da gegenseitig antwortet. Super geil, weil dann entsteht auch eine Diskussion. Ich gehe mit beiden von euch auch einig. Ich will auch antworten und sagen, dass es sicher durch viel Lesen und viel selber Texten und Schreiben in jeder Form, egal ob fiktive Stories oder Story aus dem Leben, Geschichten aus dem Leben, dass man dort auch sich vieles antrainieren kann. Glasiger Boy schreibt da noch, ist übrigens Übungssache, wage ich zu behaupten. Safe, schreibt auch der Marco. Auf jeden Fall, finde ich auch, wir werden nachher noch ein bisschen reinkommen, wo er gewisse Leute findet, die vielleicht das auf dem Songwriting-Game schon sehr professionell machen. Und ich finde, es ist immer so eine Kombination aus natürlich selber viel lesen und halt schreiben, generell. Genauso wie ein Buchautor würde halt viel Bücher schreiben. Oder ein Musiker halt viel Musik schreibt oder komponiert. Wenn ihr euch vorstellt, wie in allen Gebieten, im Text auch, wird man halt nur besser, indem man das halt jeden Tag trainiert oder sich auch dort ein bisschen challengen und herausfordern. Aber dort gibt's auch so ein bisschen Lektionen, die ich immer gut gefunden habe, dass man halt wirklich ein Referenzbeispiel anschauen von professionellen Songwritern und dann wird man auch dort merken, dass es Levels gibt. There's levels to it, wie man so schön sagt. Auch im Songwriting-Game, ein gut geschriebener Popsong, sage ich jetzt einmal, eben egal in welchem Genre, einfach etwas, was populär ist, dort gibt's mega Unterschied zwischen guten und schlechten Songwriter. Control oder Amir schreibt da noch, Übungssache sowieso, aber halt so Tipps, aber ja, vielleicht kommt er noch dazu. Ich komme da nachher sicher noch ein bisschen dazu, was ihr könnt machen, um dort ein bisschen konkreter reingehen, Amir. Aber ihr seid da schon mal auf dem richtigen Pfad, finde ich. Alle zusammen. Control, sich am Ausmaß von der Anzahl an Wörtern bewusst werden. Guter Punkt an Control, weil das ja vielmal auch damit zu tun hat, Dictionaries, also so Eminem-Style, wie man es von seinen Stories früher gehört hat, dass man da ganze Dictionaries und Wörterbücher und Definitionsbücher sich lesen oder aneignen oder vielleicht auch ganze Geschichtsbücher irgendwie so Enzyklopädien lesen. Auf jeden Fall fix, vor allem Silben. Ja, weil der Marco sagt es da auch schon gut. Silben oder so ein bisschen das Grammatische dahinter, egal in welcher Sprache man jetzt würde Songwriten oder Texten, ist glaube ich auch sehr, sehr essentiell, dass man muss jetzt nicht grammatikalisch ein Genie sein, sage ich jetzt mal, eben, wie gesagt, viele Sachen kann man sich auch antrainieren, aber man hört das ja oftmals, Leute, die gut mit Vocals sind oder gut mit Texten, befassen sich auch mega nerdig mit der Materie, wie du etwas kannst aussprechen oder eben was für Komponenten die Wörter überhaupt haben oder wie man sie bügen kann, sage ich jetzt einmal. Und es muss jetzt nicht nur im Hip-Hop-Bereich sein, weil vielleicht ein paar, die mir da zuschauen, die vielleicht eher jetzt den Hip-Hop hören, sondern auch allgemein einfach im Texten.
Und je nachdem, ob man es jetzt auf Mundart wird machen oder auf einer anderen Sprache, gibt's ja nachher nochmal ein bisschen andere Dynamiken. Control schreibt da noch, bei mir ist es immer die Kommunikation zwischen Beat und mir. Heisst, dass mir der Beat schon eine Geschichte erzählt, die ich schon in mir trage und das nur in die Manifestation muss schicken. Und wie der Alex sagt, Pinnacles setzen oder die eigenen Pinnacles, die du möchtest anstreben. Voll. Ist auch ein schöner Grundsatz, wie es der Control dann eher macht, dass der Beat an ihn spricht oder die musikalische Untermalung spricht dann an und aus dem entsteht dann meistens Story. Da würde mich aber noch interessieren, Control, dass du nie in dem Fall mit einem Pre-Written im Kopf schon, oder gewisse Sätze, die dir im Kopf schon umschwelgen. Also du hörst immer aufs Musikalische und die Musik erzählt dann nachher so ein bisschen die Stimmung also ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen davon aus, dass die Musik die Fahrtrichtung vorgibt, was für eine Stimmung der Song sollte haben und was nachher für ein Thema vielleicht entsteht. Oder hast du Themen vielleicht schon allenfalls im Kopf. Eben, ihr seht, nachher kann man halt das ewig weiterspielen, weil's aber jetzt will ich eher aus dem Control schreibt dann und in die umwandeln mit deinem Wortschatz, genau. Weil ja der eigene Wortschatz dort halt auch essentiell ist. Was sind Pinnacles? Marco, das sind deine eigenen Fortschritte oder deine eigenen Zielsetzungen und dein Oberlimit sozusagen, wo du dir setzt. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, weil ich so viel Anglizismen jetzt muss nutzen, teilweise in dem Podcast, habe ich jetzt auch den deutschen Begriff für das vergessen, verdammt nochmal, weil im Englischen gibt's noch Benchmarks. Aber das hilft jetzt auch nicht so viel an Marco. Aber dass man, ich glaube, der Control in dem Kontext hat es eher so gemeint, dass man sich eigene Ziele oder dann Aufgaben in dem Feld dann würde ich auch setzen oder auch ein bisschen schauen, was ist so das Optimum, was ist so das Oberlimit. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Rock begeistert ist und man würde jetzt den Texte im Rock meistern, sage ich jetzt mal, oder im Rockgenre, dann meine pragmatische Ader würde dann meistens schauen, okay, easy, wer sind dort die besten Songwriter? Ob das jetzt, keine Ahnung, ein Trent Reznor ist, oder, keine Ahnung, da der Chad von Nickelback, auch wenn man das jetzt nicht einen Rock kann nennen, aber you get my point. Control schreibt da noch, ich schreibe, der Amir hat da noch geschrieben, sorry, und gern, den ganzen Input da sehr, sehr gerne in den Chat, ich gehe sehr gerne drauf ein, weil, das ist auch natürlich von eurer Diskussion da abhängig. Amir schreibt da noch, das finde ich eben schwer. Es gibt Leute, die sich zuerst den Beat müssen anhören und es gibt Leute, die sich einen Text schreiben und sich nachher den Beat aufgrund vom Text aufbauen. Stimmt auch an mir, dass das auch, also so wie ich es oftmals mit Diskussionen kann bei Künstlern und Künstlerinnen, oder halt Songwriter oder Produzenten, muss es nicht immer so sein, wie der Control das jetzt beschreibt, dass du auf den Beat schreibst, weil es ja ganz, ganz viel eben eher jetzt aus der Texter-Seite, vielleicht hast du schon mega viel Text und Geschichten irgendwo in deinem Textbuch parat gemacht und wartest einfach darauf, dass du vielleicht irgendeinen Produzent findest, wo die Vision von dem Text irgendwie musikalisch kann begleiten oder untermalen. Das gibt's natürlich auch. Es geht wie so auf beide Seiten natürlich. Control schreibt da noch, ich schreibe schon viel auf, Gedankenfetzen etc., aber um eine ganze Songstruktur können bilden, brauche ich musikalische Kommunikation. Kann ich auch verstehen, Control. Eben, da kommen wir zu dem, was ich am Anfang ein bisschen gesagt habe, dass es zwar kann sein, dass du vielleicht auf der Textseite halt leidenschaftlich Stories erzählst, aber um können, sage ich jetzt mal, in der Musikwelt mitzuspielen, musst du halt immer noch können wissen, okay, wie kann ich das in einen Song verpacken? So, was erzähle ich jetzt in dem Strophenteil, was erzähle ich im Chorusteil? Und ich finde schon, klar, man muss natürlich auch gute und interessante Stories können erzählen oder Wörter können flippen oder irgendwie Sätze können bilden, aber es ist schon ein bisschen die halbe Miete gemacht, wenn man sich ein bisschen visualisieren oder vorstellen kann, okay, welche Sätze von was auch immer ich da am Schreiben bin, tue ich in Verse-Style, was kommt ins Intro, was kommt in die Brücke, in die Bridge, wenn dein Song eine Bridge hat, was kommt in den Chorus, zum einfach ein Beispiel zu sagen, wie das nachher in Songformat würde sein. Pinnacle Höhepunkt, danke Goli, merci vielmals, weil ich habe da leider keine Möglichkeiten, ins Internet zu gehen nebenbei.
weil mein WLAN ja da aufgebraucht wird. Aber der Höhepunkt, genau, absolut. Pinnacles ist wie die Spitze von einem Berg. Genau. Sinny the Savage ist auch noch da. Willkommen da für die noch nachträglich zuschauen. Ah, okay. Kennen es aus Climax. Genau. Es gibt 1000 Wörter für das, Marco. Jam ist auch noch da. Cool, dass er einschaltet. Das ist mir lustigerweise erst gerade auch so gegangen. Control schreibt dann, antwortet dann an mir. Ja, weil ich würde ja auch meinen, es geht sicher auf beide Seiten. Für die da jetzt nachträglich zuschauen, wir reden heute ein bisschen über das Texten oder die Materie dahinter, wie man so ein bisschen zum Songwriting kommt, oder für die das vielleicht schon verfolgen, wie könnte man das jetzt professionell ein bisschen besser aufziehen. Darum, um ein bisschen wieder zum Punkt zu kommen, aber sehr, sehr gerne bringen da alle euren Input. Ich gehe nachher sehr gerne darauf ein. Ich bin vorher beim Dichter und bei dem stehen geblieben, was so ein bisschen aus der Poesie-Ecke kommt. Das heisst, wie gesagt, es kann auch sein, dass du gar nichts mit Musik am Hut hast, aber halt gern Gedicht schreibst oder Poesie schreibst, egal ob jetzt männlich oder weiblich ist. So, da schauen ja beide also schauen auch, sage ich jetzt natürlich auch, für die Frauen, die vielleicht unter euch da zuschauen, weil das weibliche Geschöpf auch oftmals sehr, sehr gut ist im Storyschreiben. Das kann man auch international beobachten, wenn man sich so ein bisschen Top-Songwriter anschaut, dass dort auch sehr, sehr viele Frauen mitmischen, was auch ein sehr schöner Punkt ist, sag ich mal. Und eben vielleicht, wie es da schon erklärt worden ist vom Control, vielleicht kommt man auch eher zum Texten oder zum Songwriten, weil man halt nicht so gut ist im Instrumentieren oder die Produzentenseite, sage ich mal, die Kompositionsseite interessiert dich nicht, aber du bist vielleicht gut, und das gibt's halt nicht nur im Rap, weil das schon am Anfang jemand gefragt hat, ja, was gibt's so für Genreunterschied? Vielleicht ist man nicht gut in der Instrumentierung, aber vielleicht ist man gut in Punchlines und Wortakrobatik oder Metaphern. Und halt so Metaphern oder so ein bisschen Geschichten können erzählen oder Punchlines, Reime oder halt eben Metapher oder etwas bildlich beschreiben, ist halt kann sehr, sehr, sehr viel wert sein im Musikbusiness, wenn man sich vielleicht halt als Songwriter ein bisschen beweisen will. Control schreibt dann noch, wenn so eine Kommunikation stark stattfindet, weiss sie vielfach schon, wie das Endprodukt wird sein. Kennt ihr das nicht? Dass da die Vision eigentlich schon ganz fertig ist. Ich meine, das wäre halt vorbildlich, Control, wenn das jeder schon so würde sehen nachher, dass du die Umsetzung halt ganz gerade auf einen Song irgendwie kannst packen, aber ist geil. Mir schreibt er noch, ist halt eben noch speziell und aus eigener Person, wie willst wissen, was der Mittelwert ist bei den Künstlern, muss auch jeder für sich selber herausfinden. Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen eine eigene Sache. Es sei denn, und da kommen wir nachher noch dazu, man schreibt für andere. Das kann es natürlich auch noch geben. Der Marco schreibt dann noch, doch, safe 70% ist halt gleich Beat. Sache, meiner Meinung nach. Aber je nach Thema braucht es einen anderen Beat, andere BPMs. BPMs, für die, wo da nicht so aus der Musikwelt stammen sind, ist die Geschwindigkeit vom Song, wo der Marco da meint. Timmy ist auch noch da, cool, dass er da noch zuschaut an dem Abend. Control schreibt da noch, es gibt ja verschiedenste Sparten, meinen der Wortakrobatik-Aspekt, chronologischer Sinn von einer Story zum Beispiel, etc., etc. Aus diesen Sparten habe ich mir meine Artisten gefunden, wo ich für mich sind top praktisch. Also, Control, wie ihr da seht, tut das schon mega strukturieren oder organisiert, schaut er das eher an, weil es ja in dem Songwriting-Game nachher wiederum Untersparten gibt und es gibt halt vielleicht eben Leute, die halt extrem gut in der Wortakrobatik sind oder Leute, die halt sehr, sehr gut im Story erzählen sind und genau, das ist so ein bisschen nicht in ihrer Sparte und nicht so schaffen wir die Pinnacles. Aber schon mal geil, dass da so ein bisschen Input kommt, weil ich sehe, das Thema interessiert natürlich nicht nur mich, sondern auch ganz viele, die sich da generell einfach mit Musik befassen. Und eben, das soll jetzt schon eher aus dieser Perspektive sein, weil man ja oftmals auch ein bisschen den Produzent highlighten. Das soll jetzt eher aus dieser Perspektive sein, wenn man sich auf der Autorenseite eher sieht. Dort kann es aber auch so sein, wie der Control das gesagt hat, weil er mich jetzt ein bisschen darauf gebracht hat, dass es vielleicht auch sein kann für die, die da zuschauen
halt selber nicht textet, aber trotzdem irgendwie etwas mit dem Musikbusiness am Hut haben, oder eher dann auf der Produzentenseite sind und gut Kompositionen können machen, oder die musikalisch untermeinen, kann es auch sein, dass du einen Kollegen oder eine Kollegin hast, wo sehr gut ist halt die Stories oder Texte, aber wie der Control das gesagt hat, vielleicht nicht so gut chronologisch die Story strukturieren kann oder in einen roten Faden kann bringen. Und so könnte man vielleicht auch als Produzentenrolle, oder wenn man jetzt findet, ja gut, man hat da einen Kollegen oder Kollegin, wo man fördern will, wo man helfen will, vielleicht ist das nachher schon der letzte Touch, was es braucht, oder die Hilfe, dass du das von außen distanziert kannst anschauen und der Person, die vielleicht halt sehr gut ist im Geschichten schreiben, noch helfen tust, das Ganze in eine Struktur zu bringen, oder so, dass das, wie der Control das gesagt hat, chronologisch vielleicht einen Sinn macht. Weil, ja, es muss natürlich nicht immer eine Geschichte sein. Sorry, der Livestream, der sich nicht mit Hip-Hop befassen. Sorry Leute im Livestream, die sich nicht mit Hip-Hop befassen. Nein, das ist nicht so schlimm, Amir. Ich glaube, viele können das auch allgemein, können da sicher auch etwas daraus rausgewinnen. Und der Collab-Podcast ist natürlich auch nie ein Podcast gewesen, der sich nur ums Hip-Hop-Game soll kümmern, überhaupt nicht. Sondern, Young Buddha ist auch da, willkommen. Sondern halt Leute, wo die ganze Materie Musikbusiness oder viele Themen da interessieren. Und ich hoffe auch mal, vieles, was ich da sage oder so ein bisschen mit euch diskutieren, kann man auch überall so ein bisschen anwenden. Darum, Yang, okay, kennt euch da untereinander schon mal gut. Bless, ja, Young Buddha, cool, dass du da bist. Ja, ich hab mich gefragt. Darum auch die Folge heute ist auch super für das geeignet, weil man das ganze Songwriting-Ding oder halt das Texten auch so ziemlich auf alles kann anwenden. Eben, ich würde euch da auch empfehlen, für die da ein bisschen inspiriert sind, aber vorher nie mit dem etwas am Hut hatten. Es gibt wie so ein bisschen zwei Perspektiven. Vielleicht kann man selber sehr, sehr gut texten, dann kommen wir nachher noch dazu, aber man weiss noch nicht so sehr, okay, wie kann man das in einen Song verpacken? Und dann muss man da einfach ein bisschen lernen, okay, was ist Songtheorie und was ist Songstruktur. Aber vielleicht sind wir eher auf der musikalischen Seite, auf der Musiker- oder Musikerinnen-Seite und haben vielleicht Kollegen, die extrem gut im Texten sind und dort, das Gebiet könnt ihr vielleicht nicht so gut, aber denen fehlt es vielleicht noch an dieser gesunden Distanz, wie man halt das in eine bessere Struktur könnte verpacken oder in eine bessere Songform. Und wie es der Control und ein paar andere da schon erklärt haben, egal ob du jetzt zu einem Beat schreibst oder vorher den Text hast, man kann oftmals auch gewisse Sachen switchen, je nachdem, wie halt der Rhythmus, was der Rhythmus dir vorgibt. Und da gibt's ja ganz, ganz viel Potenzial für Leute, die vielleicht einfach Musik interessiert sind, aber vorher einfach nie einen Einstieg gefunden haben in das und vielleicht auch nicht so daran interessiert sind, am Keyboard etwas einzuspielen oder eher auf der Produzentenseite sind. Und weil wir es da vom Hip-Hop hatten, haben sie auch nicht so Bock zum Rappen, aber können vielleicht sehr gut singen. Oder, das hat es auch schon alles gegeben, darum würde ich so ein bisschen die volle Bandbreite euch zeigen, wenn es jetzt noch reicht für die Stunde, wie es halt in Amerika ist, dass halt der Künstler oder Künstlerin, der Produzent oder Produzentin, der Songwriter oder die Songwriterin, dass das 3 verschiedene Leute könnten sein, Minimum. Und dass der Künstler oder Künstlerin oftmals dort nur der Performer ist, also nur ein Sprachrohr sozusagen, und das ausspricht, was vielleicht jemand anders textet hat für die Person. Und weil wir das ganz, ganz am Anfang hatten, die Frage, ob es das auch in der Schweiz gibt, ja, das gibt's auch da. Und ich will da jetzt nicht hure viel skippen, aber wir kommen nachher noch ein bisschen dazu, wo man das ein bisschen rückverfolgen kann, was es überhaupt in der Schweiz alles für Songwriter und Songwriterinnen würde geben. Control schreibt dann noch, die eigene Rhythmik ist ja schon eine Kommunikation an Hörer, voll, absolut, weil ja dort auch noch der ganze Flow würde dazukommen. Also das ganze Songwriting-Ding an sich oder das Texten kann man auch nerdmäßig so tiefgründig runtergehen in die Materie und sich auch fast schon verlieren wahrscheinlich. Darum ist es mittlerweile auch so, wie ich das vorher ein bisschen gesagt habe, in Amerika oder in gewissen Ländern ist das schon so fortgeschritten,
dass es dort natürlich all diesen Gebieten, Songwriting, also Texte, in der Komposition, im Produzieren, vielleicht auch noch im Executive Production, also so ein bisschen DJ Khaled-mässig, nicht selber den Beat machen, aber vielleicht eher so im Hintergrund sein und so das grössere Auge dafür haben. Der Künstler, also der auf der Stage ist und das performt, dass es dort schon so fortgeschritten ist, dass es alles einzelne Gebiete gibt, wo es dort Oberprofis gibt und dass man als Künstler oder Künstlerin oftmals gar nicht hat, dass man dort alles alleine machen will. Und da kommen wir nachher noch dazu, das ist vielleicht oftmals am Anfang so, aber um einfach den Punkt schnell abzuschliessen und weil die Frage auch schon gekommen ist, wie man das ein bisschen verfolgen kann oder für Leute, die das ein bisschen lernen wollen. Ein erster Punkt, ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne mit Referenzwert. Also, wenn ihr mich da hört, ab und zu sagen, ja, Referenzwert, man soll sich Beispiele raussuchen, wo so ein bisschen das Grösste darstellen oder so die Besten darstellen, dann für mich ist das oftmals so ein bisschen Stütze, okay, wo stehe ich überhaupt, oder wenn ich erst gerade angefangen habe, wer sind so die besten Leute in dem Game, die das machen, so. Und dort gibt's einen ganz pragmatischen Trick für die, wo das interessiert, weil es ist ja sehr einfach, Künstler und Künstlerinnen zu finden auf diesen Streaming-Plattformen. Aber was man machen kann, ist, geht unter Spotify und auch Apple Music findet man das und auch unter YouTube, je nachdem, mit was ihr streamt, privat oder wo ihr euch über Musik informiert. Geht, bei Spotify heisst das Feld Mitwirkende, also wenn ihr einen Song rechtsklickt oder anklickt, und nachher unter Mitwirkende, bei Apple Music heisst es, glaube ich, Titelinformation. Und bei YouTube findet ihr das auch in der Description. Dort werdet ihr bei praktisch 99% der Songs, wenn es richtig angeschrieben ist, werdet ihr dort nicht nur den Künstlernamen finden und den Songtitel, sondern auch jede andere Person, die irgendwie mitgewirkt hat an diesen Songs. Und meistens, wenn ihr dort 3 Personen seht, sage ich mal 3 oder drüber, dann kann es sein, dass oftmals der bürgerliche Name ist vom Künstler oder von der Künstlerin, wurde gesehen, dann der Produzent oder Produzentin, und dann, wenn es ein dritter Name ist oder ein vierter, kann es oftmals sein, dass das irgendein Songwriter oder Songwriterin war, irgendein Texter, der dort mitgeholfen hat. Es kann auch sein, wenn es 3 Namen sind oder mehr, dass ein Co-Produzent noch mitgemacht hat. Das kann natürlich auch sein. Ein paar von euch wissen ein bisschen schon, von was ich rede. Wenn man halt irgendwie mit 2 Produzenten etwas gemacht hat. Bei Spotify, Marco schreibt da, bei Spotify ist es doch Songinfos anzeigen. Genau. Ich weiss nicht, früher hat es Mitwirkende geheissen oder so, aber einfach zum Verständnis, wir reden halt vom gleichen Schluss am Ende, dass man dort sich anschauen geht, wer hat eigentlich den Song komponiert, also wer hat Komposition gemacht, wer hat den Song produziert und wer hat den Song auch geschrieben. Das ist auch eine Vorlage gewesen, wo irgendwann einmal die Streaming-Anbieter haben müssen reinnehmen in ihren Service, weil das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für die ganze Songwriter-Kultur und Community, dass man das auch richtig deklariert und das auch richtig angegeben ist, dass halt Leute, die jetzt die Folge sehen oder generell sich einfach für Songwriting interessieren, dass die auch anschauen können, wo man das überhaupt findet. Und Amir ist es, glaube ich, auch gewesen, der gefragt hat, so, oder zumindest ich würde das sagen, so würde ich eben schon mal herausfinden, ganz pragmatisch, wenn man jetzt einen Lieblingssong hat. Man textet halt gern, man ist irgendwie mit der Musik ein bisschen vernarrt, will irgendwie ein bisschen einen Einstieg haben in die Musik, oder fühlt sich inspiriert, das selber besser zu texten, kann man, oder in der Sprache, wo man halt den Song irgendwie geil findet, kann man sich halt seine Lieblingssongs anschauen und dann kann man dort unter den Mitwirkenden einfach mal schauen, welche Namen stehen dort überhaupt drinnen. Und dann vergisst man einfach mal den Künstlernamen oder den bürgerlichen Namen vom Künstler oder von der Künstlerin und googelt die anderen Namen. Und dann findet man sehr schnell raus, was das für Leute dahinter sind. Samir schreibt dann noch, ja, aber gib mir mal deine Meinung zu jemandem, der geile Songs hat, aber selber nichts daran geschafft hat. Ich meine, fick den Shit. Imagine Dragons Control, guter Input. Lustigerweise habe ich gerade letztens einen Livestream gesehen vom Frontmann von Imagine Dragons. Der schreibt einfach ganz, ganz viele Sachen selber. Also ich kann dir eher Beispiel geben von Drake. Ist halt gerne auch mal so ein Beispiel. Ich
will jetzt nicht den Drake unter den Bus werfen, so, aber wenn ihr dort teilweise bei seinen Songs schauen unter den Mitwirkenden, werdet ihr dort auch oftmals Party Next Door und vielleicht teilweise auch 2, 3 andere Leute finden. Wer ist das in der Vergangenheit gewesen? Ja, die Stories kennt man halt teilweise, aber die Mitwirkenden, die Credits, die lügen halt auch nicht, weil das muss halt alles ehrlicherweise deklariert werden, genau eben aus dem Grund, nicht zum da irgendwie Leute bloßstellen, sondern weil halt, wenn tatsächlich jemandem am Drake geholfen hat bei dem Song und mitgewirkt hat, und irgendwie eine Beteiligung bekommt von dem Song und das nicht ein totaler Ghostwriter ist, also ein Geist, der gar nicht auf Papier deklariert ist, dann wird es dort auch drinnen stehen. Darum Drake ist vielleicht im Moment tatsächlicherweise, und das sage ich nicht nur, weil er einer der grössten ist, so, ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt aber auch ganz viele Beispiele, die für andere schreiben, wo man es gar nicht ahnen würde. Also der Ed Sheeran hat jenste Songs mitgeschrieben, jenste Hitsongs von anderen zum Beispiel mitgeschrieben. Ein guter Songwriter, aber ich will jetzt da nicht, weil Drake und Ed Sheeran sind da eher so ein bisschen, Ed Sheeran ist zwar sehr begabt auf der Songwriting-Seite, aber sind so nicht die ersten Namen, wo einem eigentlich einfallen, wo so auf höchster Qualität sind. Aber googelt mal, wenn euch das interessiert, der Ryan Tedder. Der Ryan Tedder, sagt euch vielleicht vom Namen her nichts, aber kennt ihr von One Republic. Und vielleicht sagt euch das auch noch nichts, aber kennt ihr von dem Song mit dem Timbaland, One Republic, der Too Late to Apologize oder Apologize, wie der geheißen hat. Und der Ryan Tedder ist ein riesen Beispiel für einen so talentierten Songwriter, oder der generiert so viel Output, dass der nicht nur die ganzen One Republic Songs geschrieben hat, sondern auch jenste andere Tracks, irgendwelche Pop-Tracks mitgeschrieben hat bei anderen. Also ihr seht also, das hat auch ein bisschen in vielen Genres, hat das so ein bisschen, nicht nur im Hip-Hop oder im urbanen Bereich, sondern auch in vielen anderen Genres sind da auch sehr viele Songwriter unterwegs. Kohli schreibt dann noch Sample Grind immer für Pros Collabs hustlen. Songwriting an 8. Stelle. Marco schreibt dann noch, kommt drauf an, um was der geht, ihr Musik. Ose ist auch noch da, Philipp auch noch da, cool, dass ihr da dabei sind. Quentin Miller, danke an mir, den habe ich gesucht. Kannst du den Namen pinnen? Ja, ich würde mal meinen, der Quentin Miller hat wahrscheinlich nicht alles geschrieben von ihm, aber es hat ja da immer ein bisschen den Running Gag gegeben, dass der Party Next Door so ein bisschen im Sweatshop arbeiten tut vom Drake und ihm all seine Hits geschrieben hat. Simaka ist auch noch da, cool, dass er da einschaltet und auch sehr abwechslungsreiche Runde heute. Ich würde einfach noch ein paar Sachen loswerden in dieser Folge, aber ich kann da auch nicht natürlich so weitermachen. Also der Ryan. Darum, ja, geht mal an mir, gerne mal Ryan Tedder suchen, oder für die Leute, die so Songwriting interessiert, Ryan Tedder, ein riesen Name, hat mega viel Credits. Oder ein zweiter, wo mir auch oftmals einfällt, ist der Pooh Bear. Ich weiss, ein lustiger Name, wie der Winnie the Pooh schreibt man den, also Pooh, P-O-O, Bear, wie Bär. Der hat zum Beispiel viele von den Justin Bieber Hits mitgeschrieben oder zu 100% geschrieben. Und eben, wenn ihr da werdet in den Mitwirkenden ein bisschen schauen, werdet ihr da auch oftmals gewisse Namen gesehen, von denen ihr noch nie gehört habt, aber eine schnelle Google-Suche zeigt euch eben nachher schon, okay, was haben die Leute überhaupt gemacht. Und das Geile ist, bei so Leuten wie beim Ryan Tedder an mir, wenn man da dazu lernen will, als Texter, kann man auch oftmals auf YouTube irgendwelche Interviews finden. Dort auch als kleiner Drop, schneller Knowledge Drop, Pensado's Place, wenn ihr es noch nicht kennt. P-E-N-S-A-D-O, und nachher Place, einfach wie Platz. Pensado's Place, das sind so Engineers, so Oldtime-Engineers, die einen riesen YouTube-Channel haben mit mega viel Knowledge, und die laden dort damals hure viel Songwriter, also so richtig die professionellen Big-Time-Produzenten und Songwriter, und dort findet man auch ganz, ganz viel Knowledge. Und so ein bisschen die Hintergründe, wie die angefangen haben. Ich finde, wenn es nicht zu nasty kopiert ist, geht's klar. Einer auf der Schnur. Young Buddha schreibt dann noch, was sagt ihr dazu, wenn man einen Freestyle gemacht hat und eben den Text nimmt, ein bisschen minimal abändert und will man verwenden für ein Lied? Ja, gute Frage, Young Buddha. Also das ist mir gerade am passieren eben, jemand nimmt einen Freestyle-Text und will Sauce weifen und
was kann man da machen? Also er wird deine Sauce klauen, basically, oder? Habe ich das richtig verstanden? Selber klären. Vielleicht übersteigt das jetzt gerade Young Buddha die 13 Minuten, die ich noch habe. Aber ja, lass er natürlich nicht Sauce klauen. Vielleicht komme ich nachher noch in den DMs dazu, da vielleicht Inputs geben. Aber einfach um die Vollständigkeit halber die Folge noch ein bisschen abzurunden. Das sind jetzt so ein bisschen die Beispiele gewesen, wie man eher einfach auf der Texterseite oder Songwriting-Seite dazu kommt, sich dem Thema zu nähern. Ich kann aber unbedingt Songplacements und Platzierungen noch erwähnen, einfach so ein bisschen als Inspiration für die das hören oder das auch interessiert, und das höre ich ganz oft mit Diskussionen mit Künstlern oder Künstlerinnen. Was ganz oft passiert, ist, dass Musikschaffende ihr das ganze Material, wo sie schreiben, für sich behalten. Man erkennt gar nicht, und für das soll auch die Folge ein bisschen gelten, dass es halt einen ganzen Sektor gibt oder ein ganzes Gebiet, ein professionelles Gebiet, wo sich wirklich nur um die Songkreation kümmert. Und meistens ist es so, dass man vielleicht als Produzent oder als Produzentin checkt, dass man seinen Beat verkaufen kann, aber genauso funktioniert das auch auf der Songwriting-Seite, dass man seinen Text verkaufen kann. Ich sage in Anführungs- und Schlusszeichen verkaufen, weil es in der Schweiz ein bisschen anders ist, und zudem haben wir auch schon Episoden gehabt, dass du da nicht einfach dein Werk kannst verkaufen und nachher gehört das der anderen Person. Wir haben da Gott sei Dank noch ein Urheberrecht, das sehr gut funktioniert, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich auch noch eine Folge für die das interessiert, wo so ein bisschen Urheberrecht oder beziehungsweise auch ein bisschen checken, was so ein bisschen das Autorenrecht beinhaltet. Aber ich kann euch da mehr einfach als Impuls noch geben. Tünd euch auch überlegen, die Texte, die ihr schreibt. Vielleicht kann man die auch so vorbereiten als Songdemo, dass man die irgendwo anders platziert, bei einer anderen Person. Weil ich glaube, was einem oftmals in die Quere kommt, ist so ein bisschen das eigene Ego, dass man das Gefühl hat, nein, alles, was man schreibt, das ist für einen selber. Aber es kann sein, dass eine Geschichte, die man vielleicht erzählt, eben, wenn die jetzt nicht gerade privat von deinem Leben handelt oder irgendeine Geschichte ist von deinem eigenen Leben, dass man die auch gut und gern jemand anderem kann geben. Und weil wir ja da bei dem Podcast, bei dem Cola-Podcast auch ums Musikbusiness reden und nicht nur um die Musikseite, würde ich halt auch euch dort mehr so ein bisschen die Impuls oder die Signal mitgeben, wenn ihr halt mega gute Texte könnt schreiben halt, und vielleicht auf der Musikseite habt ihr ein paar Beats von irgendwelchen Leuten abgekauft, haltet euch auch nichts davon ab, wenn ihr nicht selber Künstler oder Künstlerin seid, haltet euch auch absolut gar nichts davon ab, die Songdemos vorzubereiten, Texte, eben so ein bisschen Quentin Miller-Style, wie das jemand gesagt hat, damals beim Drake, das so vorbereiten, so performen, wie man das im Kopf gehabt hat, und nachher verkauft man die Songs an andere Leute. Und weil wir die Frage am Anfang schon hatten, was es für Leute gibt, Simak hat dann noch am Young Buddha geschrieben, ja, kommt drauf an, wenn der Freestyle Stani Versus hat mit Lines, wo nicht jeder freestylt, Vibe nachher. Okay, ja, wir schauen uns das nachher noch ein bisschen genauer an, Jungs. Aber genau, einfach, dass ich euch das ein bisschen noch ans Herz legen generell, dass die Texte, dass man das auch weitergeben kann, oder die Nutzungsrechte, das in den Texten. Und Achtung, ich rede da nicht wie in Amerika von tatsächlichem Ghostwriting. Ich rede da von offiziellen Songcredits, wo du auch eingetragen bist in das Visa. Weil anders wie in Amerika geht das da in der Schweiz nicht, dass du jemandem komplett sein Urheberrecht kannst kaufen oder wegsnatchen. Das funktioniert da nicht. Oder in Europa generell, was auch gut ist, in vielen europäischen Ländern, dass du nachher trotzdem beteiligt wirst am Song, aber vielleicht bist du nicht der Künstler oder Künstlerin, also der Performing Artist, sondern, also der Interpret im Deutschen, sondern bist du halt im Hintergrund der Texter, und dann kommst du dein Suiso-Geld oder deine Autorengelder kommst du trotzdem über wegen dem. Control schreibt dann noch, aber man müsste ja wie irgendwie dazu kommen. Ich meine nicht, dass du die Demos gibst und sie beizt. Wie gehst du da dran her, Alex? Ja, das mit dem
es gibt dort auch wieder verschiedene Wege, so. Genauso wie man sich vorstellen, genauso wie man auf der Produzentenseite kann Beats shoppen, wie man so schön sagt, also Beats kann schicken und deliveren, kann man das halt auch auf der Textseite machen, oder kann man das auf der Demo-Seite machen, wenn man einen ganzen Song jemandem würde geben. Und ich finde jetzt, das ist ein bisschen fehl am Platz, wenn man jetzt würde Angst hat, dass irgendjemand etwas klaut, weil, ich sag's mal so, im Zuge von einer Ermittlung, so, wenn es jetzt zu etwas würde kommen, hätte man immer noch ein E-Mail, wo es dann geheißen hat, dann und dann habe ich dem das geschickt, und plötzlich 3 Monate später kommt dann der Song raus, wo genau so tönt, genau der gleiche Text hat. Das ist ja rechtslagemäßig ziemlich im Vorteil von dem Songwriter oder von dem, wo halt das Demo damals geschickt hat. Darum sollte man sich dort auch nicht irgendwie hure Sorgen machen, dass die Soße geklaut wird. Ich gehe eher von dem Standpunkt aus, dass man das professionell auch kann, so wie man das bei Produzenten im Kopf hat, dass sie Beats vorbereitet und die Beats dann den Künstler schicken, kann man als Songwriter oder Texter auch irgendwie mit einem Produzenten zusammenhocken, einen ganzen Song vielleicht fertig machen als Demo, wie es der Control da gesagt hat, und die Songs, vielleicht hat man irgendeinen Künstlerkollege oder Künstlerkollegin, entweder hat man die Connection schon, oder man macht das wie ihr. Viele, die wir da zuschauen, sind halt auch ein bisschen dieser Instagram-Generation natürlich. Einfach über DMs geht man die Leute anschreiben, geht professionell herausfinden, hey, schau, was sind deine Kontaktdaten? Ich würde dir halt gerne aus den und diesen Gründen, würde ich dir halt gerne irgendwie Songs schicken und halt Texte. Und dann muss man nur noch herausfinden, ob der Künstler oder die Künstlerin Bock hat, sich Songs schreiben lassen von anderen Leuten. Und je nachdem, in welchem Genre man sich halt begibt, man weiss halt ein bisschen so, ja gut, Rapper im Hip-Hop-Bereich, weil wir reden da ja nicht nur von Hip-Hop, weiss man halt, dass es mehr eine Ego-Sache ist, dass man das halt selber schreiben will. Aber egal eigentlich in welchem Genre man ist, spricht auch nichts dagegen, dass man das professionelles Business daraus machen kann. Weil ich sehe ganz viele Produzenten, ich sehe ganz viele Künstler und Künstlerinnen, also Leute, die selber auf der Bühne wollen, sitzen oder stehen, aber ich sehe ganz wenig Texter und Songwriter und Songwriterinnen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil in anderen Ländern, also es gibt's, wie gesagt, auch in der Schweiz, wenn ihr euch da ein paar Schweizer Hits anschaut, also die Mundart-Hits, die deutschen Hits, werdet ihr auch dort sehen, dass bei ganz grossen Songs, die ihr kennt, vielleicht nicht nur immer der Künstler selber das alles geschrieben hat. Und ich finde das einfach, ich fände das cool, darum gibt's auch ein bisschen die Folge, dass ich euch ein bisschen inspirieren könnt, oder die Diskussion euch da ein bisschen inspiriert, auch teilweise vielleicht Songs oder Texte shoppen. Vor allem bei Beats. Simaka hat dann noch geschrieben, sorry, dass ich da nicht dazu komme, weil wir haben nur noch 6 Minuten, aber ich habe eigentlich so ziemlich alles gesagt. Vielleicht das andere halte ich mir für eine nächste Episode auf, dass wir vielleicht auch mal über Songwriting-Camps reden, aber mit dem Simaka habe ich zum Beispiel schon mal darüber geredet. Er schreibt aber noch, Simaka schreibt da, ich glaube, dass die Leute der Türen zu fest Angst haben. Control schreibt da, aber dort ist es ja easy kritisch. Aber Sicherung auf geistiges Eigentum gibt's ja nicht in der Schweiz. Sicherung auf Control, du nimmst das, glaube ich, alles ein bisschen zu eng. Weil wir haben das schon mal auch, glaube ich, ein bisschen besprochen. Glauben wir, Sachen snatchen, ihr müsst wie so sehen, wenn ihr noch nirgends sind, hat so ziemlich niemand einen Grund, bei euch irgendetwas zu snatchen. Ich würde mir da als Kreative wirklich nicht so viel Sorgen machen. Ich würde mir mehr über den Aspekt Sorgen machen, dass wenn jemand etwas von euch verwendet, dass er vielleicht euch nicht zahlen will. Das ist eine legitime Sorge, meiner Meinung nach. Aber es ist nicht wirklich eine legitime Sorge, dass etwas geklaut wird, weil, wie gesagt, auch unter den Produzenten, ich will nicht die Realität kaputt machen, leider, oder ein bisschen den Grinch spielen, aber es gibt 1000 Beatmakers, es gibt halt genug Leute, die könnten halt eben etwas texten und nachher diesen Leuten das schicken. Und ich weiss jetzt nicht, ob man sich da zurücknehmen extra aus der Paranoia, aus der eigenen, auch wenn ich eine gesunde Paranoia eigentlich etwas Gutes finde, dass man ein bisschen vorsichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass es da so Leute, man muss auch ein bisschen Vertrauen haben. Oder ich würde euch das auch ein bisschen vielleicht mitgeben, jetzt so spontan, dass man auch so ein bisschen Vertrauen haben, auch unter der Künstler-Community, dass man sich da nicht gegenseitig etwas snatcht. Weil vergessen nicht, das ist jetzt ein bisschen off-topic,
Aber das habe ich auch schon mal gesagt in einer anderen Episode. Ich finde das sowieso ein bisschen ironisch, dass die Künstler und Künstlerinnen unter euch, dass ich das ganz oft miterlebe, wie man sich gegenseitig versucht, irgendetwas wegzunehmen. Aber das Witzige daran dieser Musikindustrie ist, dass wenn man sich die Firmen anschaut, viele bei den Firmen, die haben es irgendwie gecheckt, dass die alle irgendwie zusammenhalten. Und ich weiss nicht, wieso das entstanden ist, so, das würde ich einfach so ein bisschen mitgehen als Denkanstoss, dass bei den Künstlern eher gar kein Vertrauen oder oftmals nicht so das Vertrauen da ist. Aber vielleicht, der Podcast soll auch für das da sein und darum diskutieren wir da auch alle zusammen. Um das einfach ein bisschen abzurunden, Control, solange du das belegen kannst, dass es eine Kommunikation zum dem geben hast, weißt, wenn du jemandem auch einen Text würdest schicken, würde ich da nicht so viel, würde ich mir da nicht so hohe grosse Sorgen machen. Ich gehe da noch die letzten 3 Minuten oder 10 Minuten ein bisschen noch auf eure Sachen ein, aber das wäre es eigentlich ein bisschen gewesen zu dieser Folge. Cool, dass ihr da noch mitgemacht habt. Und man sieht da sicher auch noch im Stream, was ihr alles geschrieben habt. Sie mag als easy viel erlebt, dass Beatmaker Intros von anderen Producer kopiert haben, etc. Gibt's auf jeden Fall, dass das sicher auch schon passiert ist. Weißt, Control. Ich würde das jetzt natürlich auch nicht verallgemeinern. Kann man die auch per DM Fragen stellen, Alex? Fragt da der Marco. Ja, kann man. Ich habe nicht immer mega viel Zeit, aber könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr Lust habt. Simaka schreibt da noch, ich habe mehr gemeint, bei Beats auch Rapper schicken. Wenn ein Rapper im Studio ist, okay, eher auf der Beat-Seite hat sie Simaka gesagt, oder gemeint, der Beat pickt, der wird die in die Booth und etwas aufnehmen, versteht die Simaka. Gut, finde ich aber geil, dass ihr da auch untereinander euch gegenseitig helfen, weil um das soll es auch ein bisschen gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Denkanstöße gegeben da. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen geordnet gewirkt hat und so ein bisschen nicht all over the place war. Für die mitgemacht haben im Chat oder in dieser Diskussion, danke vielmals. Das Thema kann man auch gut und gerne noch für 3 Stunden irgendwie stretchen. Und ich werde vielleicht sicher auch mal ein Part 2 machen zu Songwriting. Und sonst lasst mich auch gerne in den DMs oder dann auf dem YouTube-Channel wissen, wie ihr die Folge gefunden habt. Für die zum ersten Mal zuschalten da, ihr werdet alles auch auf meinem YouTube-Channel finden. Checkt auch dort mal die Materie ab, weil es dort ganz, ganz viele Themen gibt, wo euch könnte interessieren, alles rund ums Musikbusiness. Und das ist jetzt eher so ein bisschen eine Folge gewesen, wo dedicated war an alle Texter und Songwriter und Songwriterinnen unter euch oder die das vielleicht noch anfangen wollen. Darum wühlt dort einfach mal bei den Mitwirkenden und wir hören uns sehr, sehr bald. Peace out, Leute. Ich habe da meinen Stift schon, mit dem ich vielleicht irgendwann mal auch ein paar Hits schreibe, wer weiß. Aber bis dahin gibt's noch den Cola-Podcast.